Aber eben, was gibt's halt für Möglichkeiten? Du bist jetzt Musiker, du bist Produzent, vielleicht schauen halt auch ein paar Beatmaker oder Produzenten dazu. Jetzt so, geben mal ein bisschen Input, wenn ihr noch Bock habt, so. Wie kann man den Wert da aussen auf der Straße den Hörern und Konsumenten ein bisschen besser aufzeigen, so. Da gibt's halt ein paar Theorien, die ich auch schon mir überlegt habe, aber ich würde auch ein bisschen uns Wort amix überlassen. Weil für mich ist halt immer ein grosser Punkt gewesen, wie man so ein Value, den Wert dahinter aufzeigen kann als Musiker, halt die Arbeitszeit dahinter. Ich glaube, viele Leute da aussen checken gar nicht, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Wie viel Nacht oder Tag man da im Studio hockt und irgendwie an der Snare hockt, zum halt die Snare, oder ich rede jetzt eher von Produzentensicht, oder halt den Vocal Take im Chorus genau so machen mit den Harmonies, wie man halt das will, als Sänger oder Sängerin. Und die Leute verstehen auch gar nicht, dass das nicht alles in 20 Minuten schnell gemacht wird. Und das ist natürlich auch eine Wertekommunikation, die dort entsteht, müsst ihr euch vorstellen. Dass halt, wenn jetzt, wie der Idiom vielleicht zum Beispiel gesagt hat, Halle mich, muss noch ein bisschen Musik machen. Easy McDaddy. Alles klar. Und eben für die jetzt irgendwann noch mit raus, danke vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr könnt euch die Folge nachher gerne auch noch auf Instagram in der Story anschauen und sonst auch auf YouTube unter Collab Podcast. Könnt ihr mal den Channel abchecken, da gibt's ganz viele Themen noch dazu. Die heutige Folge oder die verbliebenen, sage ich jetzt mal 17 Minuten, reden wir noch ein bisschen über den Wert, den künstlerischen und monetären Wert hinter der Musik. Also der Geldaspekt, aber auch der künstlerische Wert für die Gesellschaft. Und wie man das vielleicht als Musiker oder Künstlerin, Künstler kann den Leuten besser zeigen. Weil da gibt's halt gibt's meiner Meinung nach verschiedene Möglichkeiten, wie man das kann kommunizieren kann. Aber es hat auch ein bisschen damit zu tun, wie halt Künstler das gegen aussen tragen. Ich spiele jetzt mal den Konsument, der Konsument, der da jetzt nicht einen mega Wert hinter Musik sieht. Also nicht, dass ich privat so wäre, weil ich höre sehr, sehr viel Musik und sehr gerne Musik und bin auch bereit, Geld auszugeben für Musik. Wenn halt der Konsument jetzt über deine Instagram-Stories oder über deine Instagram-Kommunikation die ganze Zeit nur mitbekommt, ja, du bist da schnell im Studio gewesen und hast da etwas schnell gemacht, irgendwie über Nacht, hast 7, 8 Tracks gemacht, ist das vielleicht zum einen cool so, dass du das aufzeigen kannst, das ist eine coole Sache so. Das bedeutet vielleicht, okay, easy, du bist schnell, aber wenn halt die 5, 6 Tracks, die du jetzt all da einem Abend gemacht hast, wenn die alle etwa auf dem gleichen Standard Niveau sind, wo halt nicht, eben wie gewisse gesagt haben, Chris Corell oder andere da vorher, dass es halt unique ist, einzigartig oder überdurchschnittlich auf einem höheren Niveau, dann merken auch die Konsumenten und Hörer da aussen. Vielleicht sagen die dir das nicht in den Comments oder in den IG-Comments, aber die merken halt dann auch, wenn die Qualität nicht dort ist, weil man als Künstler oder Künstlerin das Gefühl hat, ja, man muss jetzt irgendwie 5, 6 Tracks schnell mal machen und scheiß mal auf den zweiten Chorus, weil der braucht's eh nicht. Ich mach schnell einen Chorus, mach schnell einen Verse und nachher bounce ich das und exportiere ich das, tu schnell Mix und Master und dann ist die Sache gegessen. Eben, wie kann halt dort dann nachher ein Wert dahinter entstehen? Also, wieso soll halt dann der Konsument, ich spiele jetzt einfach mal die andere Perspektive, die andere Seite, wieso soll der Konsument oder die Konsumentin dich überhaupt hören, wenn du halt nicht mal zeitlich oder deine ganze Energie und deine ganzen Emotionen dort halt reinsteckst? Und das auch nicht so richtig gegen raus kommunizierst. Weil es mag vielleicht sein, dass es dann gewisse Künstler gibt, wo sich mega viel Zeit nehmen und auch Zeit investieren im Studio, aber teilweise sind die Leute zu fest beschäftigt im Moment, vor allem bei den Rappers, muss man auch ein bisschen sagen, beobachte ich das vielmal, vor allem im Hip-Hop, dass
dass es irgendwann ist es cool geworden, zu behaupten, ich habe das Shit in 20 Minuten gemacht. Ich kann euch wieso einfach so meine Meinung durchgeben. Ich habe nie verstanden, auch bei meiner Zeit beim Major Label nicht und auch heute noch nicht, als Fan von Musik und jemand, der sehr viel arbeiten tut in diesem Gebiet und eine Qualität dort hinter der Arbeit soll stecken. Ich habe nie verstanden, wieso es den Hype oder den Trend plötzlich gegeben hat, dass es Leute cool finden, zu behaupten, ich schaffe schnell in 20 Minuten einen Song. Weil das hat mir immer nur so ein bisschen gezeigt, okay, easy, du hast gar nicht richtig Zeit investiert in deine Sachen. Weil, ja, es mag vielleicht sein, dass man die Grundidee und so und halt das ganze Layout und so kann man halt in 20 Minuten anbringen, wenn man inspiriert ist. Aber genauso wie man halt bei einem Bäcker, mit dem Beispiel, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, mit diesen 2 Gipfeln, die ich immer gekauft habe, genauso wie man weiss, so, man weiss intern im Kopf, ist das irgendwie gespeichert bei den Leuten, bei der Gesellschaft, dass ein Bäcker scheinbar hure früh muss aufstehen. Irgendwie um 3 oder 4 Uhr morgen, was auch immer, muss der sich aufstehen, oder die Bäckerin, dass das Brot parat ist am 7 Uhr oder am 8 Uhr am Morgen, wenn jetzt die Familie, die 3-köpfige Familie, oder irgendwie ein Bärli, oder Mann oder Frau, wird das Brot holen am Morgen, aus irgendwelchen Gründen. Und für das würde man halt auch einen gewissen Preis zahlen und die Bäckerindustrie, sage ich jetzt einmal, oder die Gebäckindustrie oder das Brotkartell, die tun halt auch einen gewissen Preis ausmachen, weil da ist halt eine gewisse Arbeit dahinter. Versteht ihr, auf was ich raus will? So. Da ist halt ein gewisser Wert dahinter, wo die Industrie der Brotkultur gibt, oder dass die Leute halt Bock haben, am Morgen früh ein frisches Brot zu haben, oder Gipfeli. Und ich finde, da gibt's nicht so viel, es sind sehr viele Parallelen auch zum Kunsthandwerk, wenn man jetzt Musik macht, Musikerin oder Künstler, Künstlerin ist, und halt dort den Leuten ein bisschen muss verstehen, wie lang, man sitzt da ziemlich lang man sitzt ziemlich lang da vielleicht im Studio. Und der Mixing-Mastering-Prozess, oder was man dort noch für Energien rein tut, für ein Musikvideo. Ich kenne ja die Diskussionen alle auch zu gewissen internationalen Künstlern, die ich mitbegleitet habe, oder zu Schweizer Künstlern, dass es sehr viel Arbeit dort dahinter steckt. Und manchmal, so, das ist jetzt eher dann meine Meinung so, teilweise immer noch objektiv, aber kommt jetzt eher von mir, habe ich halt das Gefühl, wenn ich so gewisse Kommunikation beobachte auf Instagram von gewissen Leuten, aber es sind viele, die das so machen, kommt das gar nicht so über. Alle sind irgendwie zu fest beschäftigt auch, dass sie wollen aufzeigen, dass sie da jetzt die Götter und Göttinnen sind, die in 3 Stunden 15 Tracks machen können. Aber vielleicht geht's gar nicht so richtig um das, auch wenn ich Fan davon bin, dass man viel releasen oder halt regelmäßig releasen, geht's nicht darum, das ist keine Qualität unbedingt für mich, dass man 3 Songs in einer Nacht machen kann, sondern gibt's einen von diesen 3 Songs, an dem du länger schaffst, wo halt einen Wert hat, wo die Leute 100 Mal am Tag hören wollen, dann ist man auf dem richtigen Weg, meiner Meinung nach.